Kloklustert. 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 Willkommen zu Kloklustert, ein plattdütschen Podcast über Wetenschap und Gesellschaft. Ein beten Pien in Bug, Koppien, und dat in den Dach vorher ob'n Swutsch wär oder ein Knubbel an Arm, der vorher nicht da wär. Einmal kott bi Google noch kicken und der Grund ist Chlor. Ich hef Kräft. Dat gibt wahrscheinlich nix und den medizinischen Bericht, da de Lü mehr bang mogt. Kein ein kann das Gefühl verstohlen, wenn der Doktor denn auch wirklich die Diagnose Kräft stellt. Ach, daran ist nix mehr so als vorher. Man Kräft zweeft auch so in Alldach als Damoklesschwert überall uns Köp. In het meister Gefühl wie jedes Lebensmittel muss in sich zwischen wegloten oder Kräft entscheiden. Von jümmer mehr Nuancemittels wat 6 könnt ein Grund für Kräft ziehen. Jümmer weniger kann ein wirklich genähten Ohren, dat in do an denken mut, wat in do Kräft von kriegen kann oder nicht. Zwischen den 1980er und von doch hätt sich obers viel don, de Chance an Kräft zu starven ist bannig trüchgon und dat gibt viel mehr Behandlungsmöglichkeiten. Wieso ein emotional Thema ist, dass man bannig swor, sich ob Teilen zu verloten. Liekers ist die Forschung ob anwiest und da wird wie von doch ein Inblick wogen. Ich bin Christian Richard Bauer und bei mir sit Olaf Wolkenhauer, Professor für Systembiologie und Bioinformatik von der Universität Rostock. Hey setzt sich mit Modellation und Simulation uteinander, die dorten und die Lebenswissenschaften verarbeiten dort. Von durch wird wieder etwas snacken, wo ans ein mit de dorten do Kräft umgehen kann, wat ein davon mogen kann, welche Fördelen dat het und wat do albi Rutsuert is. Moin, Herr Wolkenhauer. Moin, kannst Olaf sagen. Ja, super, dann bin ich Christian. Moin, Olaf. Olaf, du hast Dach für Dach mit Teilen zu tun. Wovon kümmt das Leif verteilen? Ja, ich habe viel mit Teilen zu tun, aber der Leif ist für die Mathematik. Das ist eine Sprach und Sprach ist für das Kommunizieren und Denken da. Und so ist das nicht nur die Teilen, das ist mehr die Mathematik. Das Rutfinden von Regeln und Gesetzen. So, wo ans die Sorgen in der Welt zusammenhängen, sozusagen. Richtig. Ne? So. Wir verstehen die Welt durch das Modellieren. Ja, aber nicht bloß düsse abstraktes Brauch, muss ich mal sagen, machst du gern Lieden. Du machst auch des Brauch Plattdütsch gern Lieden. Woans bist du dabei gekommen? Ja, mein Vater hat Plattdeutsch schnackt, aber ich muss zugeben, das wären nur so homöopathische Dosen. Allang her, aber das ist dann in die drin und dückert dann ab. Ne? Gut, die Teilen, das ist ja nur die Informatik dabei, aber da hätt ja Bioinformatik. Was ist denn die Bioinformatik sozusagen? Ja, Bioinformatik, das ist Biomedizin mit Mathematik und Computers. Ne? Die Bioinformatik sammelt Informationen über Molekülen und Zellen. Und das andere ist ja, mein Fachgebiet ist die Systembiologie. Und da geht es darum zu verstehen, wie Moleküle und Zellen zusammenwagen. Das heißt, eigentlich die große Frage ist immer, wo ans hangt die Sogen zusammen in der Welt, ne? Ja, das Denken in Netzwerken, das ist so mein Thema. Ja, super. Wenn du die nur den ganzen Tag eigentlich mit Kräft beforten da ist, was muck damit die? Denkst du denn in den Eigenleben, in den Eigenlebenswies du auch an? Lässt du bestimmte Nuancemittels weg oder so? Na, das Denken in Netzwerken, das ist Teil von mein Alltag, ja. Aber ich muss zugeben, wenn es um Gesundheit geht, nee, dann lohnt ich nichts weg. Ich meine, ich schmög nicht, ne? Das habe ich nur verstanden, dass das Risiko für Krebs erhöht. Aber nee, normalerweise lohnt ich nichts weg. Also du lässt der Arbeit in die Uni und dann bist du Mensch. Ja. Wieso bist du denn wie die Arbeit überhaupt manch anderer Sorgen an das Thema Kräft kommen? Also gibt das nur mehr dorten als bei anderen Süken oder worum gerade das Thema? Ja, Kräftforschen ist ein Thema von Belang. Ne? Da wird viel Geld drin buttert und darum gibt es auch viel Forschung da. Und wir haben nur in den letzten 20 Jahren viel neue Technologien, um Daten zu generieren. Und darum ist das Interdisziplinäre zwischen der Medizin und der Informatik und so sind die zu hoch gekommen. Und so gibt es viel mehr Projekte. Ja, und ich glaube, meist jeder hätte ja mal mit Kräft zu tun hat, wie ein Leben Menschen krank war oder ein hört davon in den Nachrichten oder ein geht und Versorgung und Doktor hin. Man
was du so nipp und nau in Lief passieren da, das kann in sich nicht so gut vorstellen. Olaf, kannst du vielleicht emo nöger verkloren, wo kümmt das überhaupt, dat, ob moi in Lief ein Tumor wassen da, was geht da eigentlich für sich? Ja, erstmal kräft hat was mit einem Tumor zu tun. Ein Tumor muss nicht bösartig wehen. Ne? Das gibt auch gutartige Tumoren. Und das Delen von Zellen passiert immerfort. Das ist normal. Und dass da auch mal nicht alles richtig funktioniert, ist auch normal. Und die Zellen haben Kontrollsysteme, abzupassen, wenn da was mal lört. Ein Tumor passiert, wenn die Kontrollsysteme, die Kommunikation zwischen Molekülen und zwischen Zellen nicht funktioniert. Aber du hast recht, Kräft hat was normalerweise mit Tumor zu tun, aber Kräft ist ja nicht Süg. Kräft sind ein paar hundert Orden. Da gibt es ein paar hundert Orden von Kräft. Das sind viele Sügen eigentlich. Und darum ist das auch so ein großes Problem. Und darum kennt wir auch all die da drüben haben. Ne? Ja, du hast mir erstmal abgeklort über die verschiedenen Orten. Gibt das noch mehr Missverständnissen oder Vorurteilen über Kräft, die du vorgen gehört hast und die du nu endlich mal unwegrühmen wollt, wo wir da all sind? Nee, aber das gibt so in der Wissenschaft, finde ich, ein Problem, dass wir jüngers denken, das ist leichter, als das ist. Nun weten wir was über die DNA und wir weten was über Gene und dann denken wir, oh, nun muss wir das Gen finden, das ein Problem auslöst. Ne? Das ist aber nicht so. Das gibt nicht ein Gen, das ist ein Zusammenwagen von Gen, das ist ein Zusammenwagen von Zellen. Das gibt nicht eine Zelle, die Ursache für den Kräft ist oder Tumor ist. Das ist ein Zusammenwagen von der Zelle und der Umgebung oder Umwelt. Und das ist so, finde ich, ein Problem nicht so sehr von der normalen Lü, das ist ein Problem von der Wissenschaft, das ist der Reduktionismus. Wir denken das ist auch mit der Medizin so, ne? Die ganze Pharmaindustrie denkt, wir brauchen ein Molekül, um den Süg zu heilen. Und das ist nicht wahr. Ne? Das sind normalerweise viele Moleküle involviert, viele Zellen, Gewebe. Und darum finde ich wichtig, dass wir in Netzwerken denken müssen. Ja, und dann kommst du und du sagst nur den Tosomenhang und dann, das hätt du kickst wahrscheinlich auch eben interdisziplinär so zu sagen, ne? Also nicht bloß, wo ans kann ich in min Rebeto was finden, was brauch ich noch von der anderen, was brauch die von mi? Ja, erstmal ist das ja interdisziplinär, dass ich mit Mediziner, also Biologen zusammenarbeite und das ist heute das normal. Ne? Als ich angefangen habe, wäre das nicht normal. Da wäre das was ganz heel Besonderes, dass ein Ingenieur oder Informatiker oder Mathematiker mit Mediziner schnackt. Ne? Das wäre nicht so normal. Nun ist das normal und das ist interdisziplinär. Aber natürlich ist das Problem Kräft, also ein Süg, so komplex, dass du viele verschiedene Methoden brauchst dafür, ne? Und Ansätze. Und nicht nur mit einen Methoden, nur haben wir auch die KI, maschinelles Lernen und so was, ja. Ich glaube, in der Corona-Zeit wäre das auch den Fachgebiet sozusagen, so ein bisschen Utoriken, wo ans Delü sich verholen dort in so einer Pandemie und was sie der Kontakten all von Söben reduzieren dort und all so Sorgen und wo gaudert geht und wo ans sich das multipliziert und so wieder, ne? Ja, meine Arbeit ist mathematisches Modellieren und das heißt, dass wir versuchen, was da passiert, in Computer zu simulieren. Und natürlich in der Corona-Zeit wäre das für Modellierers, wäre das ein, ja, unglaublich spannende Zeit, ne? Ja, da haben wir ja auch jeden Tag ob Details kegen, ne? So ja, hast du. Und aber besinn dich doch mal, ob zu der Corona-Zeit habt ihr gedacht, wie mit Verrutsägen, was in 2 Monaten passiert. Mann, wenn wir die Wettervorhersagen ankicken, dann weht wir all und wir akzeptieren all, dass das nur ein Weg okay ist. Ne? Wenn du Surfer bist oder Segeln da ist, dann ist das nur Dreh-Doch lang, die Verrutsägen, dass die zuverlässig ist. Ne? Und in der Corona-Zeit habt ihr all gedacht, die Modellierer kriegt das hin für Drehmond in Verrutsägen. Das geht nicht. Ne? Ein Virus ist so kompliziert, das hat nicht funktioniert mit kannst ein paar doch was Verrutsägen, aber nicht mehr. Ja. Also das hab ich nur verstanden, als Systembiolog und Bioinformatiker kickst du eben so ob den Zusammenhang und den Abbau, kann ihn dort holistisch zu singen, düsse sich und kickst du so auch, ob das lief, was sind da noch für Zusammenhang, was hätte er mit Kräfte da und den holistischen Blick, muss ich mal sagen. Ja, ich weiß nicht, ob das Wörter holistisch, das klingt so esoterisch im Beten, ne? Aber ich denke, die Idee ist, dass
umfassender, wenig was da noch platt ist, umfassender zu denken. Und das ist das Netzwerken, ne? Dass du nicht irgendwas in Isolation ankiekst, dass du das versuchst, als ein Netzwerk zu begreifen. Und ich denke, das ist das Wichtigste, Dobby. Holistisch meint ja nur, dass du alles, was du weten kannst und mäten kannst, ankiekst und versucht zu integrieren, ne? Daten zu integrieren. Wir habt ja nur die normalen Daten von den Patienten, das Lebenswies, die Medikamente und all das. Aber wir haben nur heute das auch die Molekulardaten, ne? Von den Genetik und all sowas. Ne? Kräft ist nicht nur Genetik, ne? Das ist auch so ein, die Leute glaubt, das ist all Genetik. Und natürlich sind Gene Aufträger und das hat auch was mit den Öllern zu tun. Da gibt es dann so eine Disposition. Und just so ist halt eben auch denn nicht das eine einzige Nuancmittel. Also du hast nur einmal die verkehrten Kartoffelchips eten und das wert nu. Nee. Der Zusammenhang geht eben wieder, ne? Aber das mag dort auch ein bisschen schwörer, ne? Das ist das Problem, ne? Der Glöf, dass das so licht ist, das ist nur ein Gen, ein Fehler, nicht schmöken und so. Ein Problem, ein Medizin. Nee, so ist das nicht. Das ist kompliziert. Und ich finde, als Wetenschapper und auch als Seilshop, muss wir begreifen, dass, wenn wir sowas als Kräft ankicken, dann ist das komplex. Das ist nicht, das gibt Sorgen, die sind kompliziert, ne? Zum Beispiel Kräft ist kompliziert, weil die Zellen lütsch sind. Ne? Die sind wirklich lüt. Ne? Das ist eine Zelle ist ein Mikrometer. Mikrometer ist ein Millionsmeter. Ne? Das ist sowas, wenn hier nur kurz für Weihnachten die Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt und du hast da 1 Meter Bratwurst und deelst die ab zwischen 1 Million Menschen. Was überbleibt, ist eine Zelle. So, Zellen sind lüt. Und dann muckt das kompliziert, darin zu kicken. Wir können das nur, ne? Wir können in eine Enkelzell rinkicken und da was meten. Aber das macht das nur kompliziert, weil das Lütte ist. Und das gibt viele Orden von Zellen und viele Moleküle und so. Das macht das kompliziert. Aber komplex ist das, weil das ein dynamisches System ist. Nicht linear dynamisches System. Das ändert sich. All immerfort ändert sich das. Ne? Und darum, das müssen wir begreifen, dass das nicht so leicht ist. Und wir sollen nicht die Leute vertellen, oh, kein Problem, na, buch nur besser Computers und KI und dann funktioniert das. Nee, wir müssen begreifen, dass Kräft ein wirklich, wirklich komplexes System ist. Das ist nur wahrscheinlich, wer da so populär wird, ein Shop, aber ich glaube, ich habe einmal gehört, auch die Zellen in Lief, die sind ja all pur Jahr, ich weiß nicht, wo 4 Jahr, sind die eigentlich all Nähezellen, ne? Die haben sich all. Richtig. Das passiert immerfort in uns Lief, dass Zellen sich dehlen und auch utknipsen. Das ist ein richtig wichtiges Rebet von der Kräftforschung ist Apoptoseforschung. Apoptose ist ein programmierter Zelltod. Das ist ein Utknipsen. Die Zellen haben ein Kontrollsystem, die kicken, ob da was mal hört, oder Spur kommt. Und die Zelle kann sich dann selber utknipsen. Und das passiert nicht nur dann und wenn mal, das passiert immerfort in uns Lief. Alltids sind da Kontrollsysteme. Aber das kann mit der Kommunikation zwischen den Zellen und in den Zellen kann das mal hören und dann passiert das mit einem Kräft. Ne? So, also wir habt ja also echt Teilen sind ja die Dingen. Ich würde kurz noch mal eben bleiben. Wo viel Lü warten eigentlich jedes Jahr krank an Kräft in Deutschland? Ja, ich bin ja kein Statistiker und das ist ja das Rebet von der Epidemiologie. Ne? Die kicken in die Population, ne? Und so da habe ich keine Antwort für. Aber wie all wird ja, ich denke, jede 4. Person hat Kräft, ne, oder kriegt Kräft. Und so kennt jeder von uns der Kräft hat. Und das sind immer zu viel. So, ich weiß nicht, ob die Statistik uns so viel helfen war, das zu verstehen. Ich meine, die beste Definition von Kräft ist ein Morslog. Ne? Wir kennen das alle und das ist nicht gut. Ne? Ja. Ich meine, das Deutsche Kräftforschungszentrum sagt, dass die Krankheitsquote Jahr für Jahr stiegen deit. Wir habt doch eigentlich ein anderer Lebenswies als Dummo ist. Wir lebt doch eigentlich viel gesünder von doch. An was kann das also liegen? Worum sticht die Quote von doch? Wo wir doch meint, wir lebt doch all viel besser als Dummo ist.
ist das so, lebt wie all Beta. Ich meine, die Umweltverschmutzung, das ist vielleicht Beta geworden, aber ich will nicht meinen Konsum von Süßigkeiten und so was. Entweder wir denken, die Vergangenheit wäre Beta oder Svörer oder schlechter. Ne? Ja, weiß ich nicht. Ich denke nicht, was sich verändert hat, sind, dass wir nur Heilmittel haben. Da gibt es Fortschritt natürlich und das geht auch voran mit Porkräftorden, mit der Therapie. Ein von uns Projekten nur ist mit der Immuntherapie. Das ist eine ganz wichtige Entwicklung. Chemotherapie ist so eine Keule, die Krebszellen tot zu machen, aber die gesunden Zellen geht auch dabei weh. Und mit der Immuntherapie versuchen wir nur, das eigene Immunsystem, die Wieswart von der Krebszellen und sie utknipst. Als ich gesagt habe, das ist möglich, eine Zelle, die eine Spur ist, utknipsen. Und das Problem mit der Immuntherapie ist, wenn das funktioniert, ist das wirklich wunderbar, weil das nur die Krebszelle angreift und nicht die Gesundzellen. Wir wissen all, was das Problem mit Chemotherapie ist und das ist wirklich, wirklich schwer, wenn du das buchst. Und die Idee mit der Immuntherapie ist, dass du nicht direkt zu der Krebszelle, du versuchst das Immunsystem die Krebszelle wieswart und angreifen kann. Das Problem ist, dass die Krebszelle hat kein Kennzeichen, dass sie fremd ist. Unser Immunsystem ist richtig bannig gut, fremde Zellen utomoken und dann da was gegen anzugehen. Mit Krebszellen ist das Problem, dass sie kein Kennzeichen haben. Und so funktioniert das nur für ein paar Krebsorden, die Immuntherapie. Und für die richtig schwere Krebsorden ist das auch noch, holt das nur ein paar Monate Ruht, ne? Das ist noch nicht so weit. Aber das geht voran mit der Immuntherapie. Auch mit Brustkrebs gibt es viel Fortschritte. So, hüte das, Krebs nicht jümmers, dass das nun gau zu Ende geht. Du hast so über die Immuntherapie schnackt, da freue ich vielleicht glicks noch mal no. Aber ich kann noch mal kurz nur Details trüch, du hast gesagt, wie könnt ihr besser behandeln? Hat das denn vielleicht auch mehr was mit der Lebensverwachen zu tun, dass wir einfach mehr Lü habt, die Öller wart, was ja schön ist. Aber Krebs ist ja, glaube ich, immer noch doch mehr in Lieden von Öllerlü, richtig? Und dann vielleicht einfach, wenn die Lebensverwachen stiegen deit, dann habt wir darum vielleicht auch einfach eine höhere Quote für Krebs. Kann das auch damit zusammenhängen? Ja, das ist richtig. Normalerweise denkt wie aus der Wissenschaft, das ist Krebs ist eine Krankheit von Öllerwehen, ne? Und da gibt es eine Korrelation und so. Aber das gibt auch Fälle, wo jüngere Lü, die Anzahl von jüngeren Lü mit Krebs ansteigen dort. So. Ja, richtig. Die Gesellschaft, wir brauchen beides. Der Blick auf die Gesellschaft, ne, das ist dann so Epidemiologie und die Statistik, da gibt es mehr, da gibt es hier mehr. Aber wenn du in die Bürger kiekst, dann sagst du, okay, Krebs ist ein Problem von Öller. Ja, da habt wir auch noch eine Studie to, der ist verleden Jahr in September rausgekommen und der hat neue Fälle von Krebs bei über 50-Jährige und 204 Länder untersucht. Und rausgekommen ist das zwischen 1990 und 2019 die Fälle von Krebs über 79% Tonum habt. Auch die Todesfälle habt Tonum, im meist 28%. Und immer mehr jüngere Lü war krank an Krebs. Ja, das ist echt, ne? Ja. Und das ist das Paradox, ne? Ob der eine sieht, ist das, als du das sagst, die Gesellschaft war Öller. Und mit dem Öller kommt auch mehr die Wahrscheinlichkeit, dass du Krebs kriegst, geht auch. Ob der andere sieht, gibt das auch Krebs. Als ich gesagt habe, Krebs ist nicht ein Süg, das sind ein paar hundert Sügen. Ne, und das ist dann so vielfältig, das ist nicht so leicht zu sagen, oh, das war Albeter oder ja. Ja, dann gut, vielleicht nochmal, wer da trüch bietet Diagnose, denkt ja fehlen direkt, das ist aussichtslos, ne? Du hörst von Doktor so, das ist Krebs und du denkst nur, ist vorbei, der Tod ist sicher. Hat sich das ändert, was können wir denn über die Krebsdarflichkeit sagen? Wir hätten nur mehr da über Snack, wo viel Lü kriegt das, aber hat sich das ändert? Ja,
ich will wieder nicht über die Starflichkeit und die Wahrscheinlichkeit schnacken, aber was ich weiß, ist, dass wir mit der Diagnostik nur viel besser geworden sind. Ne? Das gibt nur Technologien, du kannst nur auf der Molekularebene die Diagnostik viel besser Dinge meten in den Leaf und in den Blut und so was. Und das ist vielleicht das Wichtigste, dass wir viel mehr Daten haben und darum auch präziser Heilmittel insetzen können und die Therapie auch viel persönlicher machen können. Ne? Personalisierte Medizin ist so ein Buzzword. Ne? Präzisionsmedizin ist auch so ein Buzzword. Und die Idee dahinter ist, dass wir nur viel mehr meten können. Von den Zellen nicht nur den Gewicht und Öller und so was, das sind auch Daten, aber wir können nur auch die Aktivität von den Genprofil und so was meten. Und das macht das möglich, dass wir personalisierte Therapie machen können, in vielen Fällen. Das ist noch am Anfang muss ich auch sagen, das ist noch nicht perfekt, ne? Aber da geht das wirklich gut voran. Na, und dann auch mit den bildgebenden Verfahren. Ne? Viele Daten in der Medizin kommen ja von Billers, das sind eigentlich Billers. Und die Technologien, da geht das auch jemals voran, dass sie genauer, präziser sind. Ja. Wo du nur sagst, wie könnt besser meten, wer mehr Daten, das sehen wir auch bei einem anderen Medizinthema zum Beispiel, nämlich die Struktur von Proteinen. Das sind ja auch, also für die Lübuten, die Tohören dort, die besteht ja meistens aus 100 bis 300 Aminosyren, sind dann so ein Protein. Man hat Gift auch Protein, die mehrere Dusend Aminosyren zusammensetzen. Und da wurden ein Aminosyr sich an ein anderes anknüpft, dann könnt ihr sich fohlen, also falten. Und wenn aber so in Mengen und so viele Aminosyren zusammenkommen, kann in bloß noch mit aller Größe möchte komplexe Form von das hele Protein vorhersagen, wo an Süden nur das Protein das sich dort zusammenfohlt hat. Und verleden Jahr ist nur ein Kunstklokte in künstliche Intelligenz gekommen mit einem AlphaFold. Und Wissenschaftlers haben das Programm mit den Daten 50 Jahre forschen zu Eiwitten fodert, damit das Programm die Fohlen von Aminosyren zu komplexe Protein utreten kann. So. Und das hat AlphaFold auch getan und Rutkom sind ganze 209 Millionen prognostizierte Proteine. Das ist nur die Proteinforschen. Wo sind das denn wie die? Du stehst ja nur auch wahrscheinlich vor so einem großen Datendschungel. Einfach teilen und du was sagen, meten und eins Licht da nu. Das sind so viele Teilen, wenn du so viel meten kannst von durch, ne? Da kann doch kein Mensch mehr allein verstoren und in ein System bringen. Arbeitet jeder auch all mit künstlicher Intelligenz oder? Ja, das ist wirklich nur von Belang in allen Wissenschaften und natürlich auch in der Krebsforschung. Man in den Froch, wer so viel bin. Ja, fangen wir mal an mit den Molekülen. Ne? Moleküle sind wichtig. Ne? So, wir haben Leaf. Die Leaf besteht ist ein System von Leafdelen, ne? Organ. Ein Organ ist ein System von Gewebe. Ein Gewebe ist ein System von Zellen. Und Zellen sind ein System von Molekülen. Ne? So, und die Molekülen sind bundet die Zelle, aber sind auch verantwortlich für die Kommunikation. Und darum ist das wichtig, dass wir, wenn wir die Kommunikation von Zellen verstehen wollen, dann müssen wir die Molekülen verstehen. Und das heißt, wir müssen wissen, wo die sehen, ne? Und das sehen, die Struktur, sagt uns was über das Interagieren von den Molekülen mit den Zellen. Ja, und da gibt es, wir haben nur so bummelig 20.000 Gene, die Proteine, die Instruktion für Proteine geben. So 20.000 Gene. Wenn du nur an Krebs denkst, musst du so zwischen 20.000 Molekülen die Route finden, die wichtig sind. Und auch die Norm geben und dann auch charakterisieren, wo die sehen. Und das hätte AlphaFold nur hinkriegen. Das wäre bannig schwer, Details von der Molekülstruktur. Und das ist ein großen Schritt vorangegangen. Und die Idee dahinter ist, wo hättest du das genormt, künstliche Intelligenz? Kunstklokte, wunderbar, ja. Was dahinter steht, ist Folgendes. Das ist ein Algorithmus, der lernen kann. Und das heißt, du brauchst Beispiele. Ne? Und das Internet ist nur voll von Texten und Bildern. Und darum gibt es nur diese Revolution.
Der Algorithmus muss lernen und der lehrt ut Beispiele und das funktioniert darum so gut mit Bildern und Texte. Nur Molekül kannst auch erst in Sequenz ankicken. Und wenn du das als eine Sequenz abschreibst, dann ist das als ein Text. Und darum funktionieren die Algorithmen, die für die Sprache funktionieren, als ChatGPT und so, funktionieren auch für Moleküle. Und das ist so ein bisschen das Besondere da. Man, wenn ich sage, KI, künstliche Intelligenz, braucht Beispiele, dann ist das auch ein Problem. Ich habe ja gesagt, das Kräft, was wirklich Persönliches ist. Da gibt es so viele Orden von Kräft. Jeder von uns ist anders, ne? Uns Organisation und Gesundheit und so, das ist all individuell. Und das ist dann auch das Problem. Du, für die KI in der Medizin musst du viele Beispiele haben und das gibt nicht viel Daten von Patienten im Internet. Das gibt viele Texte und Bilder für die Algorithmen. ChatGPT hat das all, ja, gut Internetnorm, ne? Mit Patientendaten ist das ein Problem. Ne? In Deutschland besonders, ne? Wir sind mit der Datenschule, sind wir richtig, das hat eine Geschichte in Deutschland, dass wir da wirklich vorsichtig sind mit der Delen von Daten, persönlichen Daten. Aber für die Krebsforschung ist das bannig wichtig, dass wir die Daten zusammenkriegen von Patienten und ja integrieren, utuschen zwischen die Forscher und so. Und zumindest ja anonymisiert kann in die Daten nur den Programm. Ja. Und dann hat die KI eine Chance, da wirklich viel voranzubringen. Mein spezielles Fachgebiet in dem maschinellen Lernen ist das Anregen von Daten. In der Medizin ist das Problem, dass oftens da Lücken sind in den Datensätzen. Ne? Und das gibt nicht viel. Ne? Du gehst zu einem Doktor und dann gehst du da 2, 3, 4 Mal hin. Und das ist dann eine Zeitreihe. Ne? Da hast du nur vier Daten und das ist nicht viel. Für die KI, die will 100.000 Beispiele haben, ne, zum Lernen. Ne? Wo ist das denn vielleicht, wenn du in die Zukunft kickst? Ich meine, der Lü seht das nun nicht, du hast zum Beispiel auch so ein Smartwatch und wir sind in Deutschland und die Lü sind allbar nicht vorsichtig mit der Daten, hast du als sech, ne? Aber gibt das dann nicht auch so Gedanken in der Zukunft, dass wir vielleicht all so ein Gerät habt und das sammelt dann einfach bannig viel Daten, hast du eben nicht bloß, du bist viermal wie ein Doktor wärst in den verleden 5 Jahren. Du hast den eigen Gerät und das hat den Daten sammelt. Dann wird da so die Herzlach eins. Das ist ja nicht die Zukunft. Das ist ja nur, als wir hier sitzen, als ich in Toch von Rostock nach Hamburg gekommen bin, hat Google und Apple die hele Zeit lang Daten sammelt von mir. Eins. Die Musik, die ich gehört habe, eins wird sammelt. Das sind Unmengen von Daten, die sammelt waren. Man nicht über uns Gesundheit. Ja. So, die Zukunft ist, dass das auch funktioniert für die Gesundheit. Ja, Daten wird sammelt, halt immerfort und noch wirklich viel. Ich finde zu viel. Google weht wirklich zu viel über uns, finde ich, persönliche Daten. Und darum ist das nicht so leicht, da eine Balance zu finden, dass Datensammeln funktioniert, ob uns Smartwatch und so was, Telefon, Mobiltelefon und so was, ja. Dass einfach vielleicht mehr von den wichtigen Daten, von den richtigen sammelt wird, sozusagen. Und dass wir eine Kontrolle haben, dass wir sagen können, ich will das für die Forschen geben, ich will die Krebsforschen unterstützen und die können mir Daten kriegen, aber nicht die Versicherung oder die Google. Ne? Ja. Google soll nicht weten, was ich für eine Süg habe und ob ich gut bin für eine Versicherung oder ob sie mich gut schmieden wollen, ne? Oder sowas. Ne? So, nu habt wie bannig viel schnackt über künstliche Intelligenz, über Aminosäuren und so wieder. Das hele Thema ist ja vielleicht nicht so leicht zu begreifen und auch bannig viel Information. Vielleicht hast du dann auch einmal hat, dass du die verkloren musst und die Frucht kommt, was schaldert nu eins? Also was antast du ob so ein Fragen? Was kannst du beschicken mit so in mathematischen Ansatz mit alten Daten? Ja, die meisten Leute denken ja, dass Mathematik ist fördert für Rutsägen, ne, von Teilen. Erst das mit dem Wetter, ne? Du denkst, ja, ich will wissen, wo ist das Wetter, nächste Weg. Das ist für Rutsägen. Und das ist mathematische Modelle fördert für Rutsägen. Für mich ist Mathematik aber, die wichtigste Rolle für Mathematik ist eigentlich das Begreifen und von Zusammenhang.
Du bringst ja eben den Zusammenhang darin, aber du bist ja nicht der Behandlungsmethoden entwickeln da. Nee. Du bist der kickt, ob das große Ganze sein muss. Ja, ich arbeite mit Medizinern zusammen. Das sind auch Chirurgen, ne? Das sind Leute, die transplantieren Liefdele und die sammeln Daten über die Patienten, über die Heilmittel, die sie nutzen und dann versuchen wieder Muster in die Daten zu finden. Und die Doktor, wir sind Helfer für die Mediziner. Und wir arbeiten auch mit Pharmaunternehmen zusammen, helfen dort zu verstehen, wo die Moleküle in den Heilmitteln, wo die mit den Zellen zusammenwirken, interagieren. Ja. Nu komm ich nochmal da zurück. Du hast vorhin all von der Immuntherapie vertellt, nicht? Also da gibt ja verschiedene Ansätze für die Behandeln. Also die konventionellsten ist der auch ist natürlich die Chemotherapie giftet. Dann gibt es natürlich einfach die Operation, wo der Tumor gut operiert wird. Und da gibt es Strahlen behandeln. Man hat wie eben noch feinfühligere Behandlungsmethoden, die zielsteuert, also zielgerichtet sind. Du hast auch gesagt, persönlich, personalisiert, individuell, die also bloß den Tumor angreift oder bloß die Zellen, die Krebszellen und nicht das Heile liefert, wie so eine Chemotherapie. Vielleicht kannst du noch mal sagen, wo ans funktioniert so eine Immuntherapie und wo ans war das personalisiert, sozusagen? Ja, meist waren Krebszellen mit Chemotherapie totmorgt. Und die Immuntherapie ist näherdig behandeln. Und die hat die Absicht, mit das lebendige Abwehrsystem gegen die Krebs anzugehen. Und die 3 ist nicht liegt gut gegen die Krebszellen anzugehen. Die Idee ist, dass die Heilmittel sich darum kümmern, dass die Immunzellen die Krebszellen wies werden. Und dann angreifen und knipsen. Und als ich es all gesagt habe, das Immunsystem ist richtig gut, dabei fremde Zellen wies zu werden und dagegen anzugehen. Das Problem ist, dass die Krebszellen kein Kennzeichen haben, dass sie fremd sind. Und das mag das schwer. Aber das ist so die wichtigste Idee achter der Immuntherapie. Wenn das funktioniert, ist das der Vorteil, dass sie nur die Krebszellen angreifen und nicht die Gesundzellen. Ich habe ja vorhin also ein bisschen die Brüchslorn nur die Corona-Tit. Und wenn ich mich so recht besinne, hab wir ja die Corona-Impen, also die Impen gegen SARS-CoV-2, die hab wir ja auch bloß hat wie diese mRNA-Impen. Das ist ja eigentlich eine Technik für das Behandeln von Krebs. Hängt das auch damit zusammen? Ist das just das richtig? Wie weht ihr all von der Firma BioNTech in Mainz? Für mich, die beiden Forscher dort, die Firma BioNTech gegründet habt, sind für mich große Beispiele für Wissenschaftler. Die habt all sehr Zeit in Krebsforschung Arbeit und zu der Zeit mit dem Coronavirus habt ihr gedacht, oh, das ist leichter als eine Krebszelle, so ein Virus. Das hätte zumindest Kennzeichen, ne? Ja, richtig. Ja. Und auch das Problem mit der Krebs ist, dass es so vielfältig ist und sich immerfort wandelt. Ne? Die Krebszellen sind da ob ein Ort und wie es schwerer als so ein Virus. Ne? Und darum fangen sie nur auch an mit dem Geld, was sie da verdient haben in der Corona-Zeit. Das nehmen sie nur und mag weiter Krebs forschen. Das ist, ja, die RNA ist ein von den Molekülen, wie weht alle über DNA, das sind die Gene und so was. Ne? Teile von der DNA geben die Instruktionen für die Produktion von Proteinmolekülen. Und RNA wäre so für 20 Jahre so ein Molekül, der hat wie Alter, das ist nur so zwischen den anderen Molekülen. Und nur weht wie aber, dass die RNA eine große Rolle spielt in das Kontrollsystem zwischen der DNA und was dann mit den Proteinen passiert. Und darum ist für vielleicht 20 Jahre ist RNA-Forschen ein Thema von Belang worden. Ne? Das ist wenn du da über nachdenkst und das mit der Physik vergleichst, dann ist das ein junger Rebet. Ne? Das passiert nur in den letzten Jahren. Ne? Auch wir habt über die KI schnackt, das hat, als ich mir einen Doktor in England, ein Doktor dabei wäre mit der Promotion, das wäre die erste in den 97, das wäre so die Zeit von der ersten KI-Welle, nur ist das die zweite. Ne? In der Zwischenzeit hat das nicht so wirklich funktioniert.
Und dann kämen da 2, 4, 5 Leute um die Ecke mit ein paar Ideen für neue Algorithmen in der KI. Und das wäre dann die Revolution. Ne? Und natürlich auch, als ich es alles gesagt habe, nur haben wir so viel Daten für den Algorithmus zu lernen, dass das funktioniert. Ne? Aber man muss wirklich sagen, dass die Krebsforschen mit den Molekülen und so, das ist wirklich ein junges Rebet. Mhm. Und vielleicht kannst du auch nochmal sagen, wo ans hangt die Arbeit als Systembiolog, als Bioinformatiker zu so mit diese konkrete Entwickeln von gibt das an Utusch-Arbeit hier zu so profitiert beide Sieden von diese entwickeln oder ist das mehr so, dass du das ankicken da ist, was dort passiert und den Zusammenhang herstellst? Ja, so in der Systembiologie, das ist interdisziplinär und da arbeiten wir zusammen nicht als ein Service. Ne? Der Doktor gibt uns einen USB-Stick und sagt, was ist da bin in den Daten? Nee, so funktioniert das nicht. Ne? Das ist ein enges Zusammenarbeiten. Wir haben dieselben Fragen als die Mediziner. Man in der Wissenschaft gibt das auch Konkurrenz. Das ist ein Wettstreit. Ne? Das ist auch ein Wettstreit. Ich finde ja, wir brauchen mehr zusammenarbeiten und Kooperation, weil das so komplex ist. Ne? Aber das ist beides. Das ist auch ein Wettstreit und für mich ist das, ich denke nicht nur in Netzwerken, ich arbeite auch in Netzwerken. Ne? Und das sind auch international Netzwerken, in die wir da sind. Ne? Aber richtig ist, dass in der Krebsforschung muss ihnen auch zugeben, der Thomas, der Professor, sein eigen Chrom macht. Ne? Und dann drehen sie sich auf Konferenzen, jeden schnackt, was sie allein mogt habt. Und das gibt noch nicht, das gibt das auch, aber noch nicht so viel als zum Beispiel in der Physik. Die Physik ist da weit verruht, ne? In Vergleich zu der Medizin, was das Netzwerken und die internationale Kooperation angeht. Aber vielleicht auch, wie das eben so viel verschiedene Orten von Krebs gibt. Ne? Vielleicht ist dort die Gemeinsamkeit in der Physik leichter zu finden, als wenn du jeden sagen kann, ich bin bloß zuständig für Leukämie oder... Ja, die Physiker, die haben einen Frage und dann finden sie die 10.000 Lü, um für einen Frage ein Experiment zu machen. Das braucht 10 Jahre und die braucht 1 Milliarde Euro für ein Experiment, als die Large Hadron Collider. Ne? Da habt sie einen Frage, Peter Higgs hat das in den 60er Jahren gedacht, da gibt es noch ein anderes Partikel. Und die haben 10 Jahre, 1 Milliarde Euro dafür ausgegeben, die Antwort zu finden. Ne? In der Medizin ist das so, da gibt es, wenn du viel Glück hast, als ein Forscher musst du ja einen Antrag stellen und dann, wenn du viel Glück hast, kriegst du für 3 Jahre 500.000 Euro. Das ist in Deutschland so, dass, ne, wenn du als ein Professor dabei bist und erfolgreich bist, dann kriegst du sowas, ne? 500.000. Nun kannst du mit ein paar Kollegen anfangen und das größte Geld, was du kriegen kannst für Krebsforschen in Europa, ist so vielleicht 20 Millionen Euro. Aber selbst dann, in dem Netzwerk von den 10 Professors mit 20 Millionen Euro, mogt jeden sein eigen Krams, weil das so kompliziert ist. Da gibt es noch nicht so die Kultur als in der Physik, dass wir einen Frau haben und all zusammenpacken. Ne? Aber guck mal den Vergleich, 10.000 Lü, 10 Jahre, 10 Milliarden Euro für einen Frau in der Physik. Gibt das ein Higgs-Boson oder nicht? Ne? Die Antwort wäre wahrscheinlich. Und Frau irgendwas über jeden Schnuppen oder Corona oder Krebs und die Dimension. Ne? Keiner kann mir vertellen, dass Krebs lichter ist als die Frau nach der Higgs-Boson. Ne? In der Krebsforschung sind wir nur ein paar Leute dabei in Netzwerk und wir haben nur so was wie 20 Millionen Euro, ne, für ein großes Projekt. Das ist dann ein wirklich großes Krebsforschungsprojekt. Mhm. Du habt wie über die Immuntherapie snackt und die mRNA-Impfen und so was. Gibt das noch, andere Ansätze gegen Krebs, die gerade in der Forschung sind, man noch nicht ruht, die wir noch nicht kennt und den Medien? Ja, da muss ich zugeben, nee. Ich habe Projekte mit der Immuntherapie, das ist so für mich, und die RNA-Forschen, das ist so mein Thema. Und nee, ich will kein Geheimnis, auch nicht von den Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, dass da was in der Pipeline ist, das nur all
besser mag. Nee, muss ich. Aber allein diese mRNA-Therapie, wenn ihr das so hören, da klingt ja so, als wären wir eigentlich kurz davor, dass wir bald in Impfkrieg gegen Krebs. Ich meine, wir hätten auch in Impfen gegen das Papillomavirus, aber da impfst du ja nicht gegen den Krebs, man gegen die Vorerkrankung sozusagen. Also kommt wie to the big question, wann ihr können wir den Krebs heilen oder gegen Krebs impfen? Ja, das ist eine Frage von Belang. Ne? Gibt das ein N von Krebs? Und ich denke, meine Antwort hat zu tun mit, was ich alle gesagt habe, mit der Komplexität. Ich denke, wie als Wissenschaftler und auch als Gesellschaft haben nicht wirklich begriffen, was für ein komplexes System wir da für uns haben. Als ich das gesagt habe, ne, kannst du in der Physik brauchst du paar Dusen Lü für das Forschen und wie denken, um eine Krebstherapie zu entwickeln, langt das Tein Lü und 3 Jahre. Das macht keinen Sinn. So, und darum gibt das auch sogar kein N zu Krebs. Das braucht noch viel. Natürlich will ich auch hoffen, dass wir so ein Breakthrough haben, ne? Als das mit der AlphaFold und so passiert ist, das wäre ein Breakthrough, ne? In 2021 wäre das der wissenschaftliche Breakthrough von der Jahr. Ich bin vorsichtig mit dem Versprechen, ne? Wie mag das immer wieder, dass da ist ein Durchbruch um die Ecke. Nee, ich denke, das Problem ist mit der Komplexität. Das haben wir noch nicht wirklich verstanden. Ne? Hast du da eine Antwort, an was das liegt? Worum sind 3 Milliarden Dollar für das Higgs-Boson und worum ist vielleicht, weiß ich nicht, das politische Interesse nicht groß noch, dass in Krebs die sowige Energie und das sowige Geld steckt wird? Ja, das ist eine wirklich gute Frage, weil eigentlich geht viel Geld in die Krebsforschung. Ne? Im Vergleich zu anderen Süden ist das nicht wenig. Aber im Vergleich mit anderen wissenschaftlichen Fragen und der Komplexität von dem Problem ist das nicht viel. Nun will ich hier nicht sitzen und so sagen, oh, wie buchen wir Geld? Jeder Forscher will, das ist noch Geld da. Aber ich denke, der Vergleich ist nicht schlecht. Oder ein anderes Beispiel. Ne? Wir sind hier im Norden. Wenn du wissen willst, wo viel Lü ob ein Schiff passen, ne? Dann gehst du zu der Meierwerft in Papenburg, ne? Und dann vertellt die, okay, wie bucht 1 Milliarde Euro für so ein Kreuzfahrtschiff. Ne? Das ist so 1 Milliarde Euro für so ein Schiff. Und dann kannst du auch das Team treten, die das Schiff buchen. Und das sind ein paar 100 Ingenieure, Werftarbeiter und so. Und das gibt die nur auch, wer dann vergleicht. Ne? Da hast du 1 Milliarde Euro für ein Schiff. Und ein Schiff ist einfach, wirklich, ein Schiff ist einfach. Was in uns lief passiert, ist zum Beispiel, wenn wir was eten, ne, dann ist in uns Darm, ich weiß nicht, was das auf Plattdeutsch ist, in uns Darm, das Verdauungssystem, da gibt es Zellen, die aufpassen, wenn da was geht, ne? Ob das nur chemotoxischer Stress oder mechanischer Stress ist, ob die in Zellen, da haben wir Stammzellen. Und die Stammzellen können sich teilen. Die Stammzellen mag 2 und 1 Zell. Das allein ist, das gibt das nicht. In kein Chipbu, in kein Space Raumfahrtforschung gibt das nicht. Der Mensch hat nicht was entwickelt, das sich teilen kann, wo 2 und 1. So, das ist das Erste. Eine Zelle kann sich teilen und dann geht die zweite, die Kopie von der Zelle, trägt dann zu der Stelle, wo das Problem ist, wo was malört ist. Und dann kann sich die Stammzelle in eine Gewebzelle umwandeln und was reparieren. Und da muss ich mal vorstellen, ein Chip, dass da eine Schuf oder sowas, ein Hack von Chip, denkt, oh, da malört was in eine Brücke mit dem Kapitän vorn an am Chip. Der Schuf fängt an, sich zu dehlen und dann geht die Kopie von der Schuf all durch das Chip durch das Kreuzfahrtchip, all durch die Etagen, Zimmer, zu der Brücke mit dem Kapitän, durch die Instrumente durch, geht in das Fenster von der Brücke. Und warten Glas schief. Und warten Stück Glas und repariert da. Und das passiert all in uns lief, jümmerforts, ne, alltitlang. Ja, und darum ist ein Chipbu ist einfach, ist wirklich einfach im Vergleich zu Krebs. Und wie muss daran denken, dass das so ist und mit dem Verstauen. Und darum geht das nicht mit Tein Lü, ne? Eine typische, wenn du in Google nach eine typische Krebsforschgruppe
Team oder so sögst, findest du, ich habe mit meinem Team, wir sind bummelig 20 Lü oder sowas, ne? So, vielleicht findest du dann einen Professor, der hat 30 Lü oder so, ne? Und wenn dann ein Netzwerk von Professors zusammenarbeiten in dem Projekt, dann hast du vielleicht 20, ne? Oder 10. 10 ist normal, 20 ist schon, das ist ein Megaprojekt in der Krebsforschung, wenn du 20 Lü hast. Mann, ein Chip zu bauen, ein Kreuzfahrtschiff, da brauchst du ein paar hundert für, ne? Und das, denke ich, ist das Problem. So, den Frucht wäre ja, gibt das ein End, du Krebsforschen. Ja, das gibt ein Ende, wie braucht noch ein bisschen Tiet, ne? Und Pomelü. Ja. Ich meine, du hast wie glöwig all verstohlen, du kriegst auf den Zusammenhang und du arbeitest und du liegst komplett mit Teilen und ein Onkolog arbeitet mit der enkelte Person, mit den Patienten. Du arbeitest ja eben nicht mit den Patienten, du bist ja kein Doktor, also kein Mediziner. Ja. Ne? Und nun provokativ fragt, hast du einmal den verholt hört, dass du die gar nicht mit dat Leid von der enkelten Patienten auseinandersetzen dast, wie du ja bloß ob das Ganze kickst. Ist das für die ein Thema, wo auch du in den Arbeit noch jemals im Kopf hast, das geht hier im Menschen und da hängt ein Schicksal an? Ja, ich habe nicht mit Patienten zu tun, ne? Das ist richtig. Aber natürlich mag ich ja Gesundheitsforschung und Krebsforschen und nicht nur das, auch andere Sügen, will ich was verbessern will. Und ich will was einen Beitrag leisten dafür. Das hat nichts zu tun mit den Teilen und das hele Ganze. Das ist, ich denke nicht, dass ich das vergete. Meine Motivation ist jeden Tag, einen Beitrag zu leisten, dass das Gauer vorangeht. Ja. Ich meine, ich bin Helfer, ich versuche Algorithmen zu entwickeln für Unternehmens, die Heilmittel produzieren und ich arbeite mit Chirurgen, die rumschnibbeln alltag lang und ich helfe denen mit ihren Daten. Ne? Da muss das zu finden, dass sie eher Arbeitswies verbessern können. Und so denke ich, ja, natürlich ist das, was die meisten von uns moken, nimmt sich Grundlagenforschung. Ne? Das ist weit weg von den Patienten. Aber ich muss sagen, als ich angefangen habe mit der Systembiologie, da wäre das wirklich Grundlagen, wäre weit weg von der Klinik. Und das ist nur allbeter. Und das ist wunderbar. Das interdisziplinäre Forschen ist nur Alltag und normal. Da gibt es nur viele Sygmüs, die Mathematiker als Mitarbeiter haben. Ne? Das wäre ja ein paar Jahre her, das waren Mathematiker. Aber nun brauchst du Mathematiker, um die Bilder von der Radiologie zu untersuchen. Und KI ist ein Thema, wo zum Beispiel mit der Radiologie das richtig gut funktioniert. Das ist ja Billers und es gibt viele Billers und die Algorithmen brauchen viele Beispiele. Und mit bildgebenden Verfahren, da gibt es nur wirklich gute Beispiele, wo die Mathematik und die Informatik direkt in der Klinik helfen kann und einen Unterschied macht. Ja, Olaf, ich will mich von Hatten bedanken für das Gespräch und dass du die Zeit genommen hast, um über das Thema zu snacken. Ich fand das heel interessant, über so ein hoch- und abstrakt Thema mal ob platt zu snacken. Wo wäre das für die? Hast du da am Moldon? Nee, das ist wunderbar. Ich muss sagen, ich bin beten obrecht. Normalerweise schnacke ich nicht platt ob meine Arbeit. Wir sind ein internationales Team. Wir schnacken alltag Englisch, nicht Hochdeutsch, Englisch. Und ich finde das eine richtig gute Idee, dass Plattdeutsch nicht nur dafür da ist, Dünches zu vertellen, sondern auch über Wissenschaft zu schnacken. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Cool. Ja, dank die. Du sagst so wat. Liebe Tohörerchen und Tohörers, wenn Sie Tohus nicht allwür verstohlen habt, dann kiekt in die Shownotes oder Infos, da habt wir ein Listenbuch mit neue Wörter oder Thema. Wenn Sie noch an Fragen an den Gast oder Trüchmails habt, dann schrieft uns gern an info@niederdeutschsekretariat.de. Das wäre von uns. Wieder geitert in die nächste Folge mit Kloklustert. Wie die nächste Folge von Kloklustert wat ich Arne Lenfer mit Thomas Saretzky, Professor für Umweltpolitologie an der Leuphana Universität in Lümbach und Bernhard Brunklaus, Diplom-Ingenieur aus Ossenbrügge bei der SWB, über vernäherbare Energien und die Energiewende snacken. Was muss die Politik tun, was möcht wie tun, damit die Klimakrise uns nicht überholt? Kloklustert.